Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film lebt. Ein Action, Thriller, Comedy-Element lebt am Kino mit Argyle. Hier schenkt ihr schon mal ein großes Star-Abgebot zu sehen. Mir kann der Film dann noch aufliefern. Das erzähle ich an dieser Episode. Der Spionagefilm Argyle hat eine Story zu erzählen, die in Lo wirklich noch nicht überall so gesehen wird. Dali Conway ist eine bekannte Krimi-Schriftstellerin und schreibt Bücher über Spionage. Lo stellt sich aber heraus, dass reale Ereignisse dem Ganzen ziemlich ähnlich sind von dem, was Hart schreibt. Ob einmal tauchen Geheimorganisationen noch, die hat entfeiern wollen, an die gerne mehr wollen wissen. Hat geht quasi dazu forciert, seine Bücher weiterzuschreiben, für das sie wissen, auf was für Richtungen sie gehen sollen. Klingt verwirrend? Also doch ein bisschen. Regie feiert heute Matthew Vaughn, den einen Stil rüberbringt, wie man es schon aus einem Kick-Ass oder Kingsman kennen. Das Kind so, weil der Mann hat auch schon in den Film matt geschrieben. Besonders den echten Kingsman ist mir ziemlich gut in Erinnerung, weil er so das Echthaft mit der Komödie ein bisschen vermixt und etwas ganz Spezielles dabei entsteht. Und auch der farbenfrohe Look, den die Filme hatten, die sind auch hier in Argyle. Ich habe aber diverse Probleme mit Argyle. Ich weiß nicht, ich meine nicht leider ein bisschen um mir. Irgendwie war ich vielleicht nicht an der Stimmung für den Film, weil ich schon mehr positiv Stimmen hören, wie so richtig negativ. Und ist sie aber rausgegangen aus dem Kino, war wirklich, wie nicht so enttäuscht. Eigentlich schon ich den Mix immens gern. So ein echthaftes Story, man ein bisschen aufgedrehter Comedy-Aspekt dran zu bringen, gefällt mir eigentlich ziemlich gut, aber es hat bei Argyle gefehlt, wie wenn nicht so wirklich gepasst hat. Er hat für mich relativ viel also Fremdkörper gewirkt. Auch den Henry Cavill hat für mich echt so als Fremdkörper gewirkt, schon nicht wirklich an den Szenen gesehen, wie er durchgestaltet ging. Und noch Bryce Dallas Howard, der die Hauptrolle spielt, Dali Conway, und ich an der, wie soll ich das erklären? Er spielt quasi zwei Rollen. Also sind so zwei Aspekte von dem Charakter. An den einen verstehe ich vollkommen, passt mega gut. An den anderen hat überhaupt nicht gepasst. Es waren so viele Plätze, die mich an den Situationen rausbringen und an auch den Comedy, also der Comedy-Aspekt, hat für mich auch nicht wirklich funktioniert. Verschiedene Leute haben schon gesagt, dass sie ihn extrem witzig fanden und sich schreck gelacht während dem Film, während dem ich mal angeguckt habe und irgendwie funktioniert für mich gerade nichts zusammen an dem Film. Das ist extrem schön, wirklich, weil das Star-Abgebot ist wirklich immens. Auch Bryan Cranston spielt halt mit, den ich eigentlich immer mega gut fand und den noch high aufgeliefert wird, aber irgendwie, also was hier aufgeliefert wird, mir auch hin und ich fand, war ein bisschen Hannah singen, also sein Spiele war ein bisschen Hannah Mengen Erwartungen hier. Das, ja, wie gesagt, für mich wird halt irgendwie nicht gepasst, denn die Optik vom Film war zwar immens farbig und immens poppig, wenn ich so will, hat aber für mich auch am CGI, den teilweise drauf war, auch irgendwie gut nicht gepasst. Also Szenen dran, die wirklich nur CGI geschaut haben, eventuell auch unnütz waren. Es tut die meiste Zeit zu sich mit einem Stier uns. Der Film dauert auch über 2 Stunden, ich meine, es war eine Viertelstunde oder immer, was auch fand ich immens lang war, weil die Geschichte ist genauso konfus abgebaut wie irgendwie das Gesamtkonstrukt für mich abgebaut ist. Für mich funktioniert die Geschichte bis auf einen gewissen Punkt und Dono geht es so lächerlich, so verdreht lächerlich, dass es für mich auch nicht funktioniert wird. Da kann ich auch nicht ein bisschen aus meinem Aspekt rausschwätzen. Für mich war der Film wirklich 100 Mengen Erwartungen. Es war extrem aufgedreht, es war, fand ich platzweise halt einfach extrem unpassend. Und ja, wie weiß, vielleicht fand dir das ja besser. Vielleicht so dir, ey, Kick-Ass a Kingsman hat mir so gut gefallen und ich guck mal den Trailer und das muss mir auch gefallen. Da kann der gut sehen. Vielleicht sind auch mit falschen Erwartungen und der ganze durchgegangen. Vielleicht, wenn ihr das ein bisschen mehr locker gesagt und nicht so, ja, 4 Alkoholers, dann könnt das vielleicht besser rüber. Schauspieler, die dabei sind, alles Hochkaräter und die machen das doch eigentlich ganz gut. Wann nicht für mich und irgendwas hinkt, dann, dass sie vielleicht nicht die richtig für die Rolle gewirrscht werden, aber das wird sie daraus machen sie ganz gut. Ja, man hat auch wirklich teilweise lächerlich Szene brett. Also, wie Kingsman 1 geguckt wird, die weiß ja zum Schluss geht doch extrem lächerlich. Und du wirst verstehen, das hat für mich besser gepasst wie
lo heute Schluss obwohl sie Parallelen hört ja für mich war das du leider nicht ich kann du leider für mich keine große Empfehlung ausschwätzen wann dir aber trotzdem mit dem Trailer sympathisiert an auch mit den anderen Filmen die den Matthew Vaughn gemacht wird so extrem sympathisiert da können dem ganzen eng Chance gehen wann der aber schon bei Kingsman Kicker ist raus da können der schon direkt sie los dann wäre der Statuten auch nicht gefallen so auf jeden Fall ich denke das war dann noch schon mal diese Episode erzählt man du wenn ganz gerne an die Kommentare wie ihr der Film gefallen ging mich wirklich interessieren wie dir da so empfunden tut wird ihre Lieblings so Action-Komödie aus ging mich schon mal interessieren was du nach vier Sachen so abtauchen und an dem Sinn ging ich so war doch schon an der Gesümer aus an der nächste Episode und ich wünsche dir dann trotzdem noch ganz viel Spaß am Kino mit Argyle. Ciao.